Also, die Story, ne? Hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, die nimmt hier echt schräges Züge an. Ich meine, hier, die Geburt des Dämonenkönigs, das war schon. Es war zusammen mit der Szene mit Sonjas Tod, war es einerseits brutal, andererseits krass. Es war irgendwie auch episch auf eine natürliche, erschreckende Art und Weise. Vor allem sich einfach der Mysterienstein, der Ganondorf eingepflanzt hat in die Stirn, erst einmal in der Größe gewachsen ist, dann irgendwie, ich glaube sogar das Symbol verändert hat, die Eigenschaft irgendwie auch, war ganz, ganz creepy. Ja, somit wurde zum Dämonenkönig irgendwie ein Stein, einen Verschnitt von ich sage jetzt mal, vom Todbringer. Weil es wirklich dem sehr ähnlich, also holy moly. Und wir dürfen es ausbaden. Hey. Und damit willkommen zurück zu diesem geilen Let's Play, beziehungsweise geilen Spiel vor allem. Let's Play ist weniger geil, aber das Spiel vor allem. So, heute erst einmal mein Ziel, den Schrein schnell zu machen. Weil dann haben wir auch mal wieder 4 Segenslichter voll, das ist ganz cool. Dann als nächstes, wenn wir da durch sind, begeben wir nach Taburasa. Wegen diversen Dingen, logischerweise. Und vielleicht hole ich mir noch die 2 letzten Geoglyphen. Weil ich habe noch mal geguckt, wie wir damals hier im vergessenen Tempel waren. Und offenbar, es sind wirklich nur noch 2 Stück, die wir haben. Obwohl mir eigentlich hier gemäß den Erinnerungen noch 4 Stück fehlen, bevor die hier kommt. Und diese Erinnerung war die hier oben, die wir schon haben, war ja auch eine Geoglyphe. Aber es ist halt Drachenträne 11. Und 8 und ja, ansonsten haben wir soweit ja alle, wenn wir die ganzen Nummerierungen durchgehen. Die folgen wirklich von 1 konsequent bis mit 8. Sag ich mal bis der hier. Das ist halt hier die 11. Das heißt, die hier haben wir einmal die 9. Entschuldigung, und einmal die 10 hier unten. Beziehungsweise hier. 9. 10 da unten und hier die 11. Und es gibt ja angeblich ja auch gemäß unserem Quest-Logbuch tatsächlich ja auch nur ja, noch 2 zu holen. Ist schon ein bisschen schräg. Was soll denn noch für andere Erinnerungen dazwischen sein? Vielleicht von Rauru? Von Sonja könnte es nicht sein, ne? Die ist jetzt tot. Na egal, wir werden schon noch sehen. Gut, ist keine Prüfungsding. Sehr gut, hey. Da haben wir schon mal sehr, sehr froh. Also keine Prüfungsding im Sinne von nacktes Überleben. So, warte mal. Wie ist das Ding gerade? Zielsuche. Okay. Truhe. Okay. 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 Verwirrend. Hey. Will man das Spiel gerade verarschen? Kann das wirklich so einfach sein? Oder man muss ganz genau neu machen. Hä? Okay. Okay. Entschuldigung, ist gerade ein bisschen verwirrend. Der Schrein wirkt so einfach. Da schon wieder? Okay, haben wir noch ein paar Baumstämme. Oh. Ah, so klappt es natürlich nicht, weil ich kann mir einfach so hoch. Schade, schade. Gut, die können natürlich das Ding da einfach hochpacken. Dann kann man mit Deckensprung hoch. Hä?
Okay. Oh, ein Sonaniumbogen. Den nehmen wir natürlich gerne. Haben wir 2 Stück davon. Von 30ern. Ach, wir haben einen Leunenbogen, ne? Wir lernen mir so lange. Wir müssen eigentlich mal einen neuen holen, wenn wir ehrlich sind. Aber die ganzen Kämpfe gegen Leunen und irgendwie auch gegen die Drachen, also die Griorks, die heißen, die will man noch ein bisschen aussparen, müssen wir mal unsere Ausrüstung, ja, also die wir gerade so am Leib tragen, ein bisschen upgraden. Mal abgesehen davon, dass es mit der Variante eh noch ein bisschen zu kurz wäre, ja. Hm. Den einfach so ranpacken. Und dann soll er da draufschlagen. Oh. Nicht ganz, war gegen 9 hier? So schnell kann es gehen. Okay, das ist einfach noch zu kurz. Weil wir wissen ja, in der Kürze liegt die Würze. Aber die Idee selbst wäre soweit schon mal richtig. Das heißt, ich kombiniere die Beine mal ganz kurz. Ja, aber nicht so, wenn es geht, ne? Besser. Ist die wieder los? Ah, der bewegt sich halt wieder. Okay. Oh. Nein! Der ist noch runtergefallen, ey. Mann, Mann. Du. Ist ja zu lang, ernsthaft? Okay. Also zu lang im Sinne von einfach ein bisschen, naja. Ein bisschen falsch einfach. Könnte vielleicht klappen. Ich muss noch komplett anders bauen. Naja, wird glaube hoffentlich trotzdem klappen. Seltsame Konstruktion, ich glaube, hätte ganz anders funktionieren können, indem das Teil einfach direkt da also senkrecht davon reingeklatscht hätten, irgendwie so draufgepackt hätte. Aber ist egal. Hauptsache es hat geklappt. Du. Vier Segenslichter. Sehr schön. Bringen Frieden zurück nach Hyrule. Ah ne, war ja wieder. Mann, Wessler Simmer, das war ja bei Breath of the Wild. Den Mönchen, den Shika-Mönchen.
Ich habe keinen Plan, wieso das immer wieder verwechseln. So, wir verschwinden von hier. Das haben wir gemacht. Die Frage ist, wenn ich sowieso in der Nähe bin, ob wir uns dann vielleicht hier die Geoglyphe hier holen sollen. Aber erst einmal gehen wir in Tabu Rasa. Ruin der Colorface, soll ich hier und dann hier rübergleiten? Nee, komm, doof. Zum Schrein in der Nähe unseres Hauses. Der Zeitpunkt rückt näher, Freunde, wo ich mich ja in den Untergrund begeben will, wa? Für eine etwas längere Zeit. Zum einen für die Hauptstory, aber auch generell, um viele Wurzeln zu aktivieren. Übrigens, Wurzeln, da kommt gerade einer aus dem Untergrund geflogen. Oder kehrt zurück, ne, kommt gerade rausgeflogen. Damit wir halt vielleicht auch in der Hoffnung... Haben wir schon ein Foto von ihm? Ja, okay. In der Hoffnung auch, dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück so noch ein paar Schreine der Overworld einfach mal aufdecken können. Ohne die zu machen, aber einfach mal aufzudecken, damit ich auch schon mal da wieder ein paar Spawnpunkte hätte. Aber das mit den Schreinen muss auch künftig sowieso ein bisschen koordinierter machen. Also müssen, ist immer so eine Sache, wa? Wäre cool, wenn ich es machen könnte. Tabu Rasa. So, erst einmal natürlich schön hier unseren Segen abholen, wie es sich gehört. Eigentlich bräuchten wir so eine Statue zu Hause. Was? Ah, nein. Ja, komm, gib mir Herzen, gib mir mein 15. Herz. Dann mache ich mal die erste Reihe voll. Das Zelda Spielen finde ich immer so ein besonderer Moment, wenn man genug Herzen hat, oder Herzcontainer in dem Falle, um die erste Reihe voll zu kriegen. Herzcontainer vom Miasma geraubt. Böses Miasma, ganz böses Miasma. So, das sind die Monstertruppen. Ich möchte erstmal das kurz mit Mathilda machen. Also falls sie überhaupt das Bild sehen will, weiß ich nicht. Hier ist ein Bild von ihr. Da ist ja Mathilda. Was bin ich nur für eine Mutter? Ich hatte ganz vergessen, wie stark die Kleine doch ist. Stärker als jede andere. Schließlich ist die Tochter von Dumpster und mir. Dumpster ist für alle da. Haha, Mathilda würde mich glatt auslachen, wenn sie hören würde, dass ich mir Sorgen mache. Das war's? Ja gut, man muss jetzt immer eine Belohnung kriegen, ich weiß, aber ich hätte trotzdem gerne was gehabt. So ehrlich bin ich dann doch. Die Drachensachen farmen, war also immer so ein Thema. Aber egal. Welches Monster denn? Ja, wollten noch irgendwie ein besonderes, ein Biberrock. Aber das eigentlich? Bin ich mir sicher, habe ich einen Biberrock mittlerweile auch gemacht, oder? Darauf ist Verlass. Dumpster erledigt das. Ich sage ja, Dumpster ist für alle da. Und ohne Arme vor allem. Sehr gut. Ja, das machen wir. Zeit für die ganz große Bühne. Ja, wie viel wieder überhaupt noch? Hä, aber er hat doch schon alles gemacht?
Bin ich jetzt doof? Oder ist das ein Bug vom Spiel? Oh. Mhm. Hup. Oh. Oh. Ich bin leicht verwirrt. Oh. Gut zur Schau stellen. Kann man hier oben hinstellen. So. Passt das endlich mal oder ist immer noch nicht gut? Oh. Ja, aber das ist doch schon drauf. Oh. Oh. Hä? Ich verstehe nicht. Pivot ist doch da dran. Ist egal. Vielleicht irgendwie Bug vom Spiel selber oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Donnerblumen. Ja, 4 Stück nur für den Preis. Nee, nee. So, zerlegen. Ich hätte gerne erstmal. Gut, das. Ja, ein Spiegelstück können wir zwar aufnehmen, wäre zwar vielleicht ganz praktisch. Nochmal irgendwo was bräuchte. Hier, Schild mit Stahl, Excel-Schild. Den ablegen für einen normalen Schild. Ja, müssen wir gucken. Können wir das auch machen. Vor allem die Waffen, ne? Also vor allem die beiden, weil hier haben wir gesagt, bringt nicht viel, wenn ich die zerlege, weil neu fusionieren geht eh nicht. Dankeschön. Huch, so. Dann machen wir weiter. Ja, in den noch einmal. Weil eben auch wenn es durch die Gipfelknochen halt stärker wird, es bringt mir nichts, wenn das Teil schnell zerbricht. Da packe ich die Gipfelknochen lieber an die Pfeile ran. Aber gar mehr davon. So. Auch mal hier den scheiß Ding ablegen. Ich habe ein Sonanium-Schwert. Sieht so irgendwie noch cool aus. Eigentlich. Zerlege was für mich. Was soll ich denn zerlegen? Das ist eine gute Frage. Nimm doch mal den hier. Ich nehme an, mitnehmen kann ich nicht, war einfach nur so, aber. Na cool, sind wir voll aufgeladen. Vermutlich, weil es eine Sonne scheint, war. Auch nicht schlecht. Okay, ja, ich hätte es eigentlich halt direkt so gut lassen können, aber du. Sonnenschild sieht natürlich auch episch aus. Die Dinger, Stahl-Excel-Schild, haben wir auf 2 separate Schilder. Kann man natürlich auch machen. Dann wird es hier mal Zeit zum neu verschmelzen. Erst einmal gerne das Ding. Ja. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Da ist ein Eisechselfoss. Da heißt, weil ursprünglich ein normales Ritterschwert, nämlich hier mal Feuer und Blitz noch.
Das bedeutet, nicht so eins hier. Jo, sehr schön. Man natürlich irgendwie grandios an Länge einbüßen, warum auch immer. Verstehe ich irgendwie auch nicht. Eis haben wir noch ein Elektroding. Sehr gut. Dann haben wir die schon mal. Dann lege ich die grimme Gottheit-Klingen gleich noch ab. Also sprich, deponiere sie bei uns. Dann habe ich da auch mal wieder eine mehr. Die Gerudo-Lanze. Maximiert die Haltbarkeit, steigt dadurch weniger stark. Das macht nichts. Theoretisch können wir die natürlich dann wieder für Leuen und so einsetzen, wo sie nicht zerbrechen kann. Ich mal einen Diamanten einsetzen soll. Das eigentlich nur deswegen, weil es vielleicht episch aussieht, aber nee, warte mal. Was ist mit dem Teil? Jo, das sieht doch auch stark aus, Das Ding kann sich auch sehen lassen. So, ein paar schöne Waffen hier. Das Ding ist eigentlich eher um was zu verschmettern. Einige Zweihänder und so. Ja, oder eben der sowieso gleich zerbricht. Schön, schön. Gefällt mir. Gut, dankeschön, Leute. Warte, wenn ich schon mal hier bin. Ich brauche eh Kohle. Und zwar, so geht es leider nicht, nach Preis sortieren, die Funktion fehlt mir leider immer noch. Die Entwickler bringen das mal noch. Irgendwie hier. Die sind gar nicht so teuer, wa? Ich müsste irgendwie mal teure Gerichte oder so kreieren und die dann verkaufen. Das Luxusdinger, also Edelwild und so, kosten ja, oder bringst du auch für viel weg. Oder Luxuswild. Fee, nur eine einzige Fee habe ich. Machen wir 5 Stück. Immer so, dass ich zumindest noch 1 auf Lager hätte. Für alle Fälle. Ich bin eh jemand, der gerne mindestens von jedem Item einfach 1 hat, nur damit er schon mal sieht, oder damit er zumindest sehe, wie viele Items es insgesamt gibt, oder? Damit ich so eine schöne Übersicht habe über alle Waren. Das gefällt mir. So Leuchtsteine kommen vielleicht auch noch weg. Sonst irgendetwas. Moldora-Herz. Man kann es als Zutat für Medizin verwenden, doch soll es noch eine andere Verwendung geben. Ja, verkaufen kannst du sie auch. 110 pro Stück, da ist nicht gerade wenig. Nehme ich, dankeschön. Sonst noch irgendwas brauchbares im Sinne von, dass es viel Kohle gibt. Eltra-Hörner und so. Ja, kann man es machen wir noch. Dann haben wir mal ein bisschen Kohle hoffentlich übrig. Endlich mal ein bisschen was. So. Darauf ist Verlass. Dumpster und Co. erledigen das. Also, warte mal. Gut, dann bin ich hier soweit durch. Ihr könnt hier noch zum gucken, was da sonst drin ist, aber nee, komm. Wir gehen zum Haus. Denn ich will ja eh noch ein paar Amiibos einscannen. In der Hoffnung zwar für coole Kleidung, aber vielleicht gibt es auch coole Waffen. Unser provisorisches Haus, wa? Schöne Musik. Richtig nostalgisch. Mal den Sonnenschild hier ablegen. Den müssen wir nicht, weil das ist ja der massive Sonanium-Schild, da haben wir schon einen. Also. Dann kommt der wieder ran. Dann die Waffensektion, ne? Hier haben wir irgendwie so 2 normale Dinger.
Rodonit. Waffentasche ist voll. Genau, ich wollte hier eigentlich Dinge ablegen. Grimmige Gottheit-Klinge, das Ding kommt da mit. Den lasse ich auch, weil die Stäbe halt auch gerne ausstellen. Saphir-Schwert würde ich gerne eigentlich wieder aufteilen. Rodonit-Schwert würde ich gerne behalten. Oder auch aufteilen. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, wo ich sage, die kann man gut auch aufteilen. Weil, ja, Elementwaffen, schön, aber ich glaube, da habe ich von so einem Stab mehr davon. Wow, hält echt lange. So, heißt, wir die beiden wieder aufsplitten. Trotzdem, man sieht natürlich auch hier, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz halt, Schildbogen, vielleicht eben auch mal noch was für die Bogen. Leugnding kann ich immer wieder was machen. Falkenbogen. Könnte man vielleicht mal temporär hinstellen. Also aber auch neue Gebäude. Also beziehungsweise Räume. Ich habe momentan ein Vierer-Ding in der Mitte, wa? Oh. Hm. Ah. Okay, draußen fährt gerade die Feuerwehr vorbei. Oder ist die Polizei und holen wir gerade ab. Das könnte auch sein. Oh. Neue Module bitte. Vorschau kaufen. Ich hätte gerne einmal noch ein Bogenzimmer. Ah. Dann hätte ich gerne noch ein Dreieckszimmer. Da muss man noch gucken, wie ich das irgendwie kombinieren will. Oh. Hm. Ja. Jo, dankeschön. Genau, da habe ich jetzt so gemacht. Warte mal. Hä? Ich will es lösen. Ah, jetzt. Das war gerade das Schlafzimmer, oder? Ja, okay. Hier ist der Vierer Durchgang, das heißt, ich klebe den jetzt daran. So. Warte mal, nochmal ganz kurz gucken. Ich habe hier eins. Ja, dann machen wir so. Auch ein bisschen störrisch das Ganze. Nein! Oh! Warte mal. Mir ist gerade hier ein bisschen zu viel im Weg. Machen das eigentlich andere ohne Ultrahand? So, dann habe ich das Schlafzimmer jetzt mal hier. Das Bogenzimmer hätte ich gerne hier drüben. Das Zimmer gerne da, für die Ralala. Dann nochmal hier schön ausrichten alles, Weil wir wollen ja auch schön wohnen. Beziehungsweise einigermaßen schön. Okay, gerade ist was anderes, aber fürs Erste reicht's. Ah. Hm. Ist nicht gerade das Schönste, aber vorerst, man, es wächst und gedeiht. Weil ich Hinterteil gar nicht mal so schlecht finde. Noch ein bisschen länger und 2 Stück wären natürlich auch cool, aber wenn ich nur 15 Module habe, ist das scheiße irgendwie. Also, Ziel war eigentlich, dass er hier direkt pennen könnte. Und hier halt direkt auch Waffen, Bogen, Schild. Gut, Schild, Schwert müssen eigentlich nebeneinander sein, nicht so wie jetzt hier, aber ist eigentlich auch egal. So. Dann wir den Wolkenbogen noch. Dann machen wir den hier. Könnte ich auch einen Sonaniumbogen machen, wa? Weiß nicht, ob das schon das stärkste Ding ist. Wir haben hier massives Sonanium, hier ein stabiles Sonanium.
Ich weiß nicht, ob das stärkste Bögen sind. Deswegen hier eigentlich cool oder gut draufpacken könnte. Wir machen sowieso genug Bögen, wenn wir ehrlich sind. Naja, mal gucken. Weil jetzt kommt ja erstmal der richtige Krux. Jetzt kommen die Amiibos und hoffentlich sind dabei auch coole Amiibos dabei. Fangen wir mal an. Die ersten beiden sind mal Zelda und Ganondorf, beide aus Twilight Princess. Ich meine natürlich, ja, Twilight Princess stimmt's auch, aber eigentlich aus Super Smash Bros. Gerudo Zweihänder. Ja, jetzt kommt's, Und vor allem ist natürlich auch ein epischer Zweihänder. Das andere Stück Fleisch ist weg. Das Stärke maximieren, die habe ich noch weniger stark. Könnte auch eine gute Waffe für Kämpfe gegen Leute sein. So. Einfach mal hier reingepackt. Zurück zu den Amiibos. Ein paar fehlen noch. Moment. Machen wir mal den Wind Waker. Ja, man sieht es anhand der Fische. Das Alpha der Cox wird davon haben, idealfalls zum Werfen zurück. Ein Boomerang ist jetzt überhaupt nicht so ein Item, wo ich sage, oh, will ich gerne behalten. Und dann nochmal eine weitere Waffending, war Waffenkammer. Wow. Sieht irgendwie auch richtig erbärmlich aus, würde ich sogar sagen. Ja, Waffendinge brauchen wir mehrere, das stimmt. Müssen vielleicht ja irgendwie das Ganze irgendwie anders aufbauen und so. Wir gucken mal, wenn es soweit ist. Das heißt, ich lege den wieder ab. So. Twilight Princess, beziehungsweise Super Smash Bros. Die Schattenmütze, na endlich mal. Das heißt, wir haben jetzt... Ja, sehr gut. Schattengewand und Schattenmütze. Fällt bloß die Schattenhose. Eine Hose wäre nicht schlecht. Obwohl eben, wie bereits erwähnt, im Spiel soll es diese Klamotten ja auch so geben und dass wir da irgendwie großartig was machen müssen. Also was machen müssen, klar. Wir müssen natürlich schon irgendwie, nee, komm. Da geht's besser mittlerweile. Die halt irgendwie finden. Also irgendwelche Quests zu bestehen. Das schon, aber... Und keine Amiibos dafür, müssen einfach irgendwie eine Quest machen. Also, aber schon. Da halt einen Schatz finden, irgendwie die spezielle Truhe finden. Die Zeithose. Und ich kann noch erwähnen, von wegen nur die Hose, wenn nicht schlecht. Zeitgewand, Zeithose. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das Outfit stimmt mir auch. Oh, es hat was. So, dann haben wir noch das Ding.
Skyward Sword Link. Theoretisch natürlich auch noch die Amiibos und Recken wieder einscannen, aber da kommen ja eigentlich... Ja, die Helme können vermutlich noch raus. Himmelsmütze. Alterspappe zum Glück. Vielleicht die Helme kommen noch mal raus, aber vor allem wenn natürlich die Waffen da rausspringen. Mit den Waffen ist halt so eine Sache, wa? So. Zeitgewand, Zeithose, Windmütze, Schattenmütze. Schattengewand, Himmelsmütze, Himmelsgewand. Nicht schlecht, nicht schlecht. Fehlen jeweils noch irgendwie ein Rüstungsteil von denen. Gut, vom Wind fehlen noch 2. Aber ansonsten läuft. Ist eben die Frisur verändert von Link. Was? Stimmt. Der Himmelslink hat irgendwie eine seltsame Frisur. War seltsam geschnitten. So. Ja, komm, wenn ich schon mal dabei bin. Werden schon lange nicht mehr, Freunde. Nehmen die beiden trotzdem wieder mit. Sicher ist sicher. Was haben wir Schönes? Daruk. Der muss ich eigentlich öfters einscannen, weil er natürlich immer Edelsteine mitbringt. Steinspalter, aber sind wir ehrlich, der ist auch nicht gerade dumm, nicht das Gelbe vom Ei. Urbosa, Gerudo-Kriegerin. Naboris Helm, der Helm einer Kriegerin, die in längst vergessenen Zeiten in Gerudo beschützte. Da ist halt die Frage, ja, ist jetzt damit die Weiße gemeint? Weil wir haben anhand der Zwischensequenzen gesehen, dass diese Weiße irgendwie auch alle solche Helme trugen. Nur halt irgendwie nach Sona-Bauart, das ist halt eher nach Shika-Bauart. Weil in Breath of the Wild dachte man sich ja immer, okay, die Titanen, wie war Naboris, der Titan, der so aussieht, den hat man eigentlich nach Naboru, der Weise, der Geist aus Ocarina of Time benannt. Können aber auch anders sein. Aber immerhin, wir haben jetzt einen Helm mit Elektroschutz. Die Frage ist halt, wie gut wirkt er. Ah, nur 3, okay. Also wir könnten noch 3 verstärken. Hat sich aber gelohnt. Also Mifa hatten wir ja schon mal. Das heißt, von ihr wird es irgendwie nichts Besonderes mehr geben. Halt Fische und eine Waffe, nehme ich jetzt mal an. Aber ihre müssen wir eigentlich gar nicht mehr einscannen und den von Urbosa auch nicht mehr. Wenn es nur um die Helme geht. Genau, weil Zora-Lanze, auch die ist natürlich cool, im Prinzip. Aber ja, so 11 Power. Gut, sie wären jetzt zerfressen gewesen, das wäre schon mal ein Vorteil. Rivali, entweder ein Bogen oder Helm. Schwalbenbogen. Oh, warte mal, den brauche ich ja. Das ist nicht der... Moment. Doch, das ist er doch. Nein, Moment. Hä? Wo war er jetzt? Genau, er braucht einen Schwalbenbogen, 5 Holzminen und 3 Diamanten. Scheiße, ich habe keine Diamanten mehr. Die haben alle verkauft. Nein! Gut, die können ein paar glitschen. Das ist, ja. Das ist halt so eine Frage hier. Oh mein Gott. Ja. Nochmal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt welche Waffen hier. Um mal sicher zu sein. Okay, der macht natürlich Sinn. Der ist eigentlich nur temporär gedacht, ganz ehrlich. Den wir eigentlich später noch mitnehmen. Vermutlich. Und den auch. Da hat man gesagt, dass ich irgendwie einen eigenen Waffenbereich habe. Mit diesem Stab, aber mit verschiedenen Elementwaffen drin. Da ist mal mit Eis, genau mit Feuer und mit Blitzen. Weil die Dinge, die ich aktuell habe, sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber okay, gut, und den Schwalbenbogen können wir jetzt theoretisch machen. Ja, eben, das ist jetzt die Sache mit dem Glitch. Ich glaube tatsächlich, ich warte mal noch damit. Diamanten sind zwar fucking teuer, muss man leider zugeben. Oh, er ist noch da oben. Der Monster-Sense-Kumpel, der sind noch da? Krass. Schon könnte wäre schon irgendwo anders mittlerweile.
Solange er mal hier bleibt. Was das mit Ivarox soll, verstehe ich auch nicht. Sie wollten, oder Bivarox wollen sie, ich hab die doch. Oder sind das gar keine Bivarox, sind das Ivarox? Oh. So geht's gar nicht, wa? Schade. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zu ihm, weil ich nochmal will, dass er mir die Dinger teilt. Da ich die Waffen selber irgendwie auch ein bisschen kacke finde. Du, du, du. Hm, hm, hm. So, dann einen anderen noch. Und danach würde ich sagen, machen wir uns auf zur nächsten Geoglyphe in der Folge noch. Dann noch ein bisschen was zu Thumbnail zum einen und zum anderen würde es mich echt interessieren, weil ich gerade echt ein bisschen angefressen bin, zum Wissen, wie diese Quest ausgeht. Also, dass wir endlich mal hier uns um die eine oder andere Hauptquest darum kümmern, die nicht nur vorschreien zu lassen, auch mal zu beenden. Weil wir sind jetzt irgendwie bei Folge 76 oder so, ich komme kaum vorwärts. Das ist irgendwie schon traurig. So. Dann könnten wir jetzt auch jetzt nochmal gucken. Wir haben hier Reiseschwert, Frotteschwert. Die Dinger lassen wir einfach alle hier, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen weniger von allem, aber das passt schon. Und das heißt, ich will ja jetzt, gesagt, hier ist eine. Schon eine Rallye-Spitze, komm, wir fliegen hier rüber. Ich glaube, das passt am besten. Gehen wir darüber, holen uns die Geoglyphe von da. Und dann in der nächsten Folge die Frage mit der nächsten Geoglyphe oder erstmal Untergrund. Oder vielleicht können wir die Geoglyphe machen und dann gleichzeitig noch mit dem Ding kombinieren, wa? Mit, vielleicht Angel steht. Oder sagen wir sogar, statt Angel steht, gehe zum Spähposten. Ich wollte zum Spähposten später gehen, tatsächlich. Wenn ich mit der Geoglyphen kombinieren könnte, wenn eine Folge wäre es auch nicht schlecht. Danach halt einen Untergrund, weil dann machen wir so oder so noch, also keine Sorge. Das vergesse ich so schnell nicht. Also erstmal noch speichern, alleine schon wegen den ganzen Items. Und wegen dem Schwalbenbogen. Hätte eigentlich auch zu Hause lassen können, damit ich den nicht vergesse. Na egal. Also, dahin muss ich. Markiere erstmal, wenn ich auf die Richtung ungefähr habe. Aber bin schon froh, dass wir die ganzen Türme geholt haben, weil sonst, puh. Da gibt ja noch einiges zu tun, ey. Alleine schon fürs Aerosem noch was machen. Den Himmel abgrasen. Ja, das will ich ja auch demnächst machen, weil der Himmel ist jetzt ja nicht so groß. Aber erst nachdem wir im Untergrund ein bisschen was gemacht haben mit der Story. Tatsächlich, weil das hat auch seinen Grund. Ah, da unten ist übrigens schon. Ah, jetzt sehe ich's. Das weiß ich wieder mal ganz kurz darüber. Ganz gechillt. Was haben wir Kinder für Areale? Oh, da könnte so eine Prüfung sein, wa? Die Aero-Prüfung. Da war ich dort schon. Nee. Huch. Welche Waffe habe ich gerade ausgerüstet? Gar keine. Oh, das ist natürlich schön. Das sind 3 Batterien. Ne, 4 Batterien sogar. Hey, wo fliegt denn das, wenn ich mal fragen darf? Ah, das ist für da oben. Ja, so. Okay.
So geht es natürlich auch. Dann fliegt man hier rüber, vielleicht gibt es hier noch Feen. Wobei, nee, das ist die Prüfung da. Aber wenn ich natürlich da oben bin, da unten bin, könnte er mich jetzt vielleicht zurückschicken. Ja, weil das Teil ist auch scheiße programmiert, war? Oder zusammengebaut, die kommen gar nicht runter mit dem Teil. Da war ich hier schon? Nee, kaum. Oder vielleicht doch? Nö. War noch nicht. Und Schrein gibt es wohl hier auch nicht, wa? Das ist quasi als Abkürzung. Nee, sieht eher kacke aus. Aber er will natürlich nach oben bringen, wa? Oh, hier geht's Feen. Nein. Okay, das heißt, das Ding schon mal markieren. Mit Herzen. Ich glaube nur eine Fee, wa? Ne, da ist noch mehr. Ah, natürlich jetzt doof. Darf es Zeremonie sein? Ja, er will nicht, Mann, ich wollte aber eigentlich die Hieroglyphe. Die Folge beenden müsste, weil ich sonst nichts das Thumbnail habe. Scheiß die Wand voll. So, da hinten ist noch eine Fee. Aber komm, lass mal. Da muss eh mal noch Feenfarm gehen. Und weiß er, dass hier was ist? Ich markiere das sogar nochmal. Mit einem Ding für... Ne, nicht Schrein. Ja komm, scheiße, massive Quest. So. War nicht bei Breath of the Wild irgendwo ein Lionel? Ist irgendwie so ein Kopf. Hätte schwören können, hier war einer. Aber ist hier eine dieser Quellen? Oh, es könnte sein, wa? Quelle des Mutes oder so, keine Ahnung welcher genau. So. Da oben nehme ich an. Jo. Nein. Untersuchen. Geoglyphen-Time, Freunde. König Rauru. Aus der Gerudo-Wüste wird berichtet, dass nun auch die letzte Ortschaft in der Hand des Feindes ist. Unsere Truppen vermögen die Armee des Bösen nicht mehr aufzuhalten.
Ich verstehe. Dann werde ich mich selbst dem Dämonenkönig stellen. Rauru. Er ist viel zu stark. Du allein hast nicht die Macht, ihn jetzt noch zu bezwingen. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Die Oberhäupter dieser 4 Völker stehen dir bei. Und Zelda obendrein. Und vergiss nicht, auch ich bin an deiner Seite. Dann lasst mich euch etwas zeigen. Die Schätze der Sona. Mysteriensteine. Bitte steht mir bei und leiht mir eure Kraft. Wir alle geloben hiermit, dem König des Lichts zu dienen und den Dämonenkönig zu bezwingen. Das war nice. Schöne Szene, obwohl man jetzt ja auch hier die Weißen eigentlich wieder mal mit den Helmen gesehen hat, wa? Warum mache ich nur mit diesen Helmen? Warum sehen die Helme genau so aus? Sie verstärkt ihre Macht und macht sie zu Weißen. Vertreter des Volkes, vertraut ihm von den Mysterienstein an. Da fragen mich halt schon, jetzt haben wir hier eine Gerudo-Kriegin gesehen, die jetzt irgendwie wieder, naja, eben Vertreter ihres Volkes ist. Die Frage ist halt, sind es plötzlich alle Gerudos gegen Ganondorf? Oder war das, was wir zuletzt gesehen haben von Ganondorf, einfach nur, wie es in Ocarina of Time auch war, quasi die Hauptgruppe, aber es gibt ja noch so eine Randgruppe, die jetzt eigentlich von den anderen Gerudo-Kriegern angeführt wird, beziehungsweise dass die anderen Gerudo sich gesagt haben, oh nee, Ganondorf, jetzt geht es zu weit, das wollen wir nicht, und sich deswegen jetzt ihr angeschlossen hat. Wer weiß, wer weiß. Aber schön. Hier eine weitere Träne. Der Schwur der Weißen, Träne 9, das heißt, uns fehlt von der Story her nur noch eine. Und die ist hier unten, das passt sowieso, weil ich ja auch in den Stellen und so ja hier unten hin will. Achso, die Stellen, stimmt, wa? Da wollte ich eigentlich nach Himmelform in den Untergrund gehen. Auch wegen Rüstung und so. Wegen Upgrades. Jetzt haben wir natürlich auch den Fall hier oben. Haben sie richtig markiert. Hier. Warum eigentlich hier eine Markierung? Deswegen? Nee. Hä? Egal. Als weiteres, dass ich hier bin, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Verdammter Ganondorf, hey. Aber gut, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ist das der Schrein, den ich vorhin markiert habe, wa? Ja, das ist immer genau der. Okay, den hätten wir also schon. Da ist er hier so Zora-Gebiet. Da wollen wir eh auch bald hin. Aber eben, nächste Folge ist was anderes geplant. Da wollen wir gerade überlegen, ob wir vielleicht doch nochmal hier hin zurück sollen.
Zum einen für die Kapselspender, vielleicht nochmal für 1, 2 Fehler, vor allem halt für das Set hier oben. Das ist eine Idee, hä? Das Set holen, also das letzte Teil vom Aerosat, wenn es wirklich das hier ist, ich hoffe es zumindest mal. Und dann vielleicht zum Spähpost nochmal, zum gucken, was er da neu getan hat. Vielleicht kriegen wir neue Informationen oder so. Und dann die Frage, Angelstedt mal fertig machen. Oder machen wir unseren großen Feen hier auf dem Weg und holen auf dem Weg dann nochmal die letzte Geoglyphe. Überleg mal noch. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, wieder mal trotz der Überlänge. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bye bye.